Gute Morgen, Kanner. Wir sind heute nächst beim Tüffi an der City-Bibliothek und wir haben heute nächst ein flottes Video für euch. Viel von euch haben mitgemacht bei unserem Mulkonkurs und wir konnten euch so viele flotte Bilder geschickt und wir wollten euch vielmals merci so für das Mitmachen. Und wir haben eine Reihe von euren Bildern benutzt für die Geschichte vom Tüffi und Dewey neu zu erzählen. Und ja, heute ist es ein neues Video mit euren Bildern. Wir hoffen, euch gefällt es. Adi. Tüffi trifft den Dewey. Den Tüffi schafft an der Bibliothek. Wenn eine Gruppe von Kanner eine Bibliothek besicht, da weist den Tüffi hin, wo alle guten Kannerbücher, Filme und Leichtebücher zu finden sind. Mit dem Tüffi liest der Kanner auch Geschichten für. Geschichten über Prinzen und Prinzessinnen. Geschichten über das Leben an der Bibliothek. An Fraschen, die nicht mehr wie für heim fanden. Geschichten über Base Kehren und gut Ehe und noch viel mehr. Nur im Vierlesen ist es Zeit für zu basteln. Den Tüffi an alt Kanner molen so gern und schneiden a Paschen für etwas Flottes zu basteln, was den Herr nur der Mama und dem Papa weisen kann. Der Tüffi war immer froh in der Bibliothek. Just heinz hat ihn sich gewünscht, ein Kollege zu haben, mit dem ihn sein Fred delen kennt. Was den Tüffi nicht wusste, war, dass den Dewey, ein Köder, dem Tüffi immer nur geguckt und nur geleistet hat, während der Kanneraktivitäten. Den Dewey wohnt schon ein Zeitchen an der Bibliothek. Mir hat sich immer verstoppt, weil er ganz scheu war und nicht wollte, dass Leute hier gesehen. Hier war du wenigstens also ein Expert am Verstoppen und er hat all Verstopp an Geheimplatz an der Bibliothek kannt. Eines Tages, nachdem die Kanneraktivität fertig war den Tüffi am Gangen allein Bücher anzurauben. Es lag noch Papazzien am Saal. Und den Tüffi hat eine Katze gesehen, den er noch nie wieder gesehen hat. Hin wollte Patzi Schwanz hörlen, mit dünn hat sich der Patzi bewegt. Et war gut kein Patzi, mehr Kurder. Oh mei, du hast mir aber Angst gemacht. Wie bist du? A wat musst du hei? Weißt du da nicht Bescheid, dass die Bibliothek geschwind zu möcht? Dat mir wirklich leid. Ich wollte keine Angst machen. Ich bin den Dewey und ich wohne hier an der Bibliothek. Und ich kann mich ganz gut verstoppen. Ja, dat tu nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass wir hier einen Katze an der Bibliothek hatten. Ja, ich lebe schon eine Zeit lang hier. Weil ich so gerne bei der Geschichte nur lauschen und bei den Bastelaktivitäten nur gucken. Wirklich? Ist das wahr? Ma gehst du mir gern helfen, nächst Kehr, wenn eine Gruppe von Kanner lernst könnt? Ich gebe so gern, mir ich traue mich nicht. Ich bin so scheu. Und an dem Moment hat sich beim Dewey etwas verändert. Auf einmal kriegt ihn der Courage für Matze machen und sagt, okay, ich werde probieren. Tipptopp. So den Tüffi und hat sich über sein neues Kollege gefreut. Den nächsten Tag haben sich den Tüffi und den Dewey bereit gemacht für das Kanneratelier. Den Dewey war immens nervös und saß ganz ruhig auf einem Hocker. Sogar wo die Kanner an den Saal gekommen sind, hat ihn sich nicht bewegt und hat nicht ausgesehen wie ein Patzi. Ein von den Mädchen am Gruppe wollte den Dewey an den Arm holen, weil er so live ausgesehen hat. Aber in dem Moment hat sich den Dewey bewegt und hat das kleine Mädchen an der ganzen Gruppe feiert. Und den Dewey hat sich geschummt und die Situation war ihm immens penibel und am liebsten wollte er fortgehen. Mit dünn ist den Tüffi bei den Dewey gegangen, hat sein Pott gehalten und sagt, Moje Kanner, dat hier ist mein guter Kollege, den Dewey. Den Dewey weiß alles über die Bibliothek und lauscht mir gerne beim Geschichte vorlesen no, genau wie dir. Dem Tüffi sing Wörter haben den Dewey froh gemacht und beruhigt, so dass er genug Courage hat für zu schwatzen. Moin, ich bin der Kurder Dewey und ich lebe hier in der Bibliothek. Ich kenne all Verstopp an all geheimen Platz hier und weiß, wo sich all verlorene Buch befindet. Kanner haben den Dewey ganz bewundert angeguckt. Sie waren ganz vierwitzig und wollten mehr über all die geheimen Plätze an der Bibliothek hören. Wer den Dewey de Kanner hier froh Gesichter gesehen hat, konnte nicht ernst wie einfach weiter zu broddeln. Am meisten gefällt es mir aber, dem Tüffi beim Vorlesen nur zu lauschen und zu sehen, was für wunderbare Sachen hier immer mit der Kanner bastelt. Also, wenn es fertig an der Reihe wäre,
gebe ich halt gerne beim Atelier mitmachen? Den Dewey hat beim letzten Deal hesitiert, weil er sich aber nicht ganz sicher war, ob Kanner ihn akzeptieren geben. Zu Sängerfred und alle guten Kanner ganz klar, ja natürlich, gesagt, und ma ja sicher, und klar kannst du mitmachen. Den Dewey war immens froh. Er konnte kaum glauben, dass Kanner ihn akzeptiert haben. Den Tuffy war auch ganz froh, dass sein neuer Kollege sich getraut hat, beim Kanner Atelier mitzumachen. Also so tien, Super, das ist mega. An lo wo dat geklärt ist, können wir am Lesatelier aufhängen und eine Geschichte für lesen. an dann ist den Tuffy bei seinem speziellen Schafgang, hat sich ein Flottbuch ausgesicht und hat angefangen mit lesen.